Es ist unglaublich, hey, da startest du mal eine neue Aufnahme und denkst so, ja gut, das machst du mit dem Gamecube-Controller, mach mal Probereisen nach einem Menschen, gucken, funktioniert alles und so mit, naja, weil es eine gewisse Altmundsteuerung ist, oder? Und dann plötzlich kommt ein neuer Herausforderer, Falco ist dabei und jetzt willkommen zurück zum zweiten Teil des Let's Testo Super Smash Bros. Für die Wii U. Ja, hab gerade mal einmal gecatcht, toll, die falsche Karte dafür, jetzt wird's lustig. Ja, Lucario gegen Falco, das kann was werden. Am Gegensatz zu Dr. Mario ist aber gerade ein bisschen sehr leber sein. Wow! Hey, was das plötzlich, Alter! Uff! Deswegen hast du so Stages beim ersten Mal, du weißt nie, was gerade passiert. Ja, also Lucario steht eigentlich auf Schaden, oder? Vor allem natürlich. Ah, Hilfe, wer ballert da schon auf mich? Alter, wer soll sich auf den Kampf konzentrieren? So, Gamecube-Controller ist soweit. Wow! Krass. Geil, und das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Aber jetzt dabei, Falco! Das Let's Test entwickelt sich ein bisschen zum Let's Play. Zumindest mal das gleiche Feeling. Okay, wie gesagt, im Gamecube-Controller, geil, ist ein bisschen ungewohnt, das ist die Z-Steuerung, also sprich der Z-Knopf ist jetzt halt das Werfen und der ist direkt beim R-Button zu. Habe mir schon ein, zwei Mal ein bisschen verklickt oder so, direkt gar nicht mal getroffen, aber ein anderes Thema. Jo, willkommen zurück hier, wie gesagt, zum zweiten Teil, Falco gestartet, auch nicht schlecht, und jetzt... Wie gesagt, natürlich die Frage, wie legen direkt los? Normale fighten mal Smash, weil, das mal so gegen Amiibos war. Dazu nehme ich jetzt mal meinen... Nee, na doch, wieso nicht? Link! Ich bin noch voll gelinkt! Ja, na cool. Majora's Mask, ganz Spielung. Ne, ich nehme natürlich den weißen Link, ganz klassisch. Wieso klassisch? Ne, einfach nur ganz originell. So, jetzt natürlich Zeit hier für die Amiibos. Seid ihr bereit, Freunde? Es wird Zeit, ich hoffe, es klappt überhaupt, für Mario! Was? Bin ich mit der ersten richtigen Amiibo vor, um teilzunehmen? Oh! Okay, interessant, geht gar nicht so. Interessant. Sag mal interessant, wa? Ja, wo muss ich denn was machen? Ja, wie gesagt, in Let's Taste weiß ich gar nicht, was ich so mal machen muss. Gerade hier, war. Okay, Leute, bereit? Es wird Zeit für Mario! Möchtest du folgende Person als Besitzer des Amiibo registrieren? Michael, natürlich gerne. Ich habe insgesamt etwa, das muss ich gerade mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etwa 12 Amiibos, jetzt aber jetzt hier, glaube ich, nur etwa 6 davon präsentieren, das Aussehen, ich glaube, was habe ich jetzt am 3DS genommen? Ich glaube, den hier war. Fire Mario, das sieht fast ein bisschen aus wie Luigi. Ne, hier wäre Luigi. Wario Mario, wäre noch cool. Ja, man dachte, das hier. Spitznamen, du bist gut. Oh Mann, hey, das lässt besser ein bisschen anders werden, das Spiel Let's Test, aber okay. Mach ich jetzt hier. Ja, Mario geht irgendwie kaum, wäre ein bisschen schräg. Ich habe eine Idee. Eine Anspielung auf meinen zweiten Vornamen. Nein, der heißt nicht Tario, der zweite Vorname, aber beginnt halt mit einem T und deswegen statt Mario Tario. Ja, ich meine, es gibt schlimmere Namen, wa? Für den Amiibo mit Ausrüstung, dann werden sie verbessern. Alter, jetzt geht das wieder los, weh. Da hatten wir auch schon auf dem 3DS halt genau, mit den eigenen Charakteren, sprich mit dem Mies, den man auch so machen konnte. Aber gut. Man will hier alles ein bisschen zeigen. Haben wir schon aktuelles alles? Oh, mein Muckimarke ist cool, aber wer? Wieso habe ich nur -4? Muckimarke, jo, gerne. Noch mehr.
Flinkpalette. Ich finde es krass, die ganzen Effekte, es wieder so rasant abgeht. Die Abwehr immerhin noch plus 6 für Schutzpaket gibt es runter. Eine coole Mütze. Eine coole Mütze. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich hab da vorhin... Mir fehlen hier plötzlich gewisse Werte oder so Gefühl. Da sehe ich die gar nicht mehr. Ah, doch, jetzt rechts oben, wa? Ausrüstung füttern. Jetzt direkt weg. Okay, jetzt haben wir natürlich Abwehr plus, Angriff plus und Tempo minus. Naja. Special behalte ich jetzt mal noch. Das ist eigentlich ganz gut so wie es ist. Und er würde sagen, speichern. Ja, ist gut, hier. Zurückgespeichert. Hey, na cool. Okay, natürlich doch ein bisschen länger dauert. Wir haben ganz kurz einen Amiibo noch. Die Frage ist, welchen haben wir jetzt ein paar noch? Ja, wieso nicht? Den Amiibo von Pikachu, was ich ein bisschen doof finde, ist, ja, die bleiben nicht drauf, die Amiibos. Also nicht drauf, von wegen, weil es halt ein bisschen unpraktisch ist, die direkt wieder runterfallen. Von Gamepad her. Ja, wieso nicht? Anspielung auf mein Omega Rubin Let's Play. Gleicher Trick nochmal? Ne, das seht ihr nicht. Man könnte es auch mit dem Nachnamen versuchen, wa? Ne, ich habe eine Idee. Das ist auch doof, wer weiß. Pikachu war gestern, heute haben wir das Mikachu. So ein Quatsch, ey. So, Leute, mit dem haben wir jetzt echt nicht gerechnet und deswegen ist meine Originalität noch irgendwie verschwunden. Ich habe dummerweise nicht mehr so viel dabei. Schutzplakete, mit so Abwehr mehr, aber Tempo minus natürlich. Immer den hier. Abwehr kann ich immer gut gebrauchen. Also es gibt natürlich noch sehr viel Varianten für die Zukunft und da sind die einzuspeichern und so fürs Training. Aber denk mal, fürs letzte Test haben wir es gezeigt und reicht auch. Moment, kommt gleich, so jetzt. Yeah, man, gespeichert. So, hier ist er drin, unser cooles Amiibo. So, jetzt haben wir die aber. Ich kann mal mit den Amiibos fighten, oder später natürlich gegen sie fighten. Ja, natürlich mal gucken. Link, Jetzt sagen wir jetzt mal 3 Minuten. Und ich hoffe jetzt mal, das klappt so. Das ging schnell. Ja, noch schneller. Ja, Amiibos. Okay, gegen Mario und Pikachu. Der vierte ist natürlich jetzt noch leer. Machen einen Zufallsgegner, war. Hätte zwar jetzt irgendwie noch einen weiteren Link gehabt und Donkey und Captain Falcon, aber dann wird es so lange dauern. Und dann Stufe 9 Gegner. Bestimmten? Nö, machen wir Zufall, war. Dann hätte ich irgendwie doch Bock auf eine Zelda-Stage. Ein Hyrule-Tempel oder die Brücke von Eldi, nicht auch Hyrule. Natürlich mal die X-Version, aber erstmal Musik gucken. Main-Team, doch, das wäre sogar am geilsten. Yuga Battle, okay, ja, nicht schlecht. Ist nicht der Pass wird so viel, war? Also Link to the Pass, Link Between Worlds. Temple-Team, wäre auch cool. Ne, machen wir das. Das macht Dinger gar nicht mehr. Könnt ihr auch so lassen, ist sowieso die einzige Mucke, die geht. Ich sehe es kommen, Leute, wir kommen gar nicht dazu zu zocken, weil einfach die Musik nur so geil ist und uns total ablenkt. So. Mit 4 Gegnern, das kann lustig werden. Verdammt, es sollte eigentlich den treffen, der direkt über mir ist.
Toon Link oder Realer Link? Wer ist hier der coolste? Natürlich der reale Link. Würde keiner was anderes sagen, aber ist mir gerade scheißegal. Bams, Bams. Daneben, haha. Verdammt, Fanghang zu kurz. Die Länge sind wichtig. Und auch auf Mario. Was Level 3 war? Wenn wir streiten, Freunde der Ritter. Tschüss, Toon Link. Yeah, Mann. Ich bin so cool. Lalalala. Jetzt fällt mir gerade kein Reim ein, der passen würde. Und den Reim soll besser catchen. Boah, 3 getroffen. Man merkt schon, die Mies lernen schnell, also sprich natürlich die Amiibo, plötzlich Level up. Und schon auch so schnell lernen. Aua! Mann, hier. Haha. Mann, wow. So, tschüss Mario. Tschüss Toon Link. Alter, ich sagte tschüss Mario. Will einfach nicht. Ich sagte tschüss. Nein, mal ein bisschen kurz dran. Oh, ich weiß mal was anderes. Verdammt, gar nicht so geklappt, wie ich es wollte. Komm schon! Ja, wenn wir unten zwei direkt rauskicken, wenn sie am Rand sind. Jo, sie lernen dazu. Stufe 6, man lernt es langsam. Mann, Toon Link, du nervst langsam. Alter, was ein Gemästel. Oh, Alter, miteinander. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Ach ja, links nach oben Smash. Der ist so geil, Mann. Und Versuche ein bisschen Fall Princess-mäßig, wa? Alter, die weiße Ausrüstung. Ja, ich muss sagen, so gefällt's mir. Muss ich jetzt neue Level, cool. Muss ich jetzt die Mies wieder drauf haben, oder wie? Muss ich in das Level zurückspeichern? Scheinbar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt so drücke. Ja, wenn Level zurückspeichern, okay, muss ich scheinbar gar nicht. Interessant. Aha, doch, jetzt natürlich. Hey, ist das geil. Ich finde das so den Hammer, da glaubt man gar nicht. Das ist so geil, Mann. Ja, natürlich auf dem 3DS dann geil, obwohl ich dann vermutlich das Ganze auf dem New 3DS mache, wobei das Problem sein wird, dass ich dann vermutlich bis momentan aus auf dem New 3DS gar nicht aufnehmen kann, weil das System es gar nicht zulassen würde. Aber gut, das ist ein anderes Thema, was erst Zukunft noch geklärt werden muss. 3DS, auch stimmt, wollte ich auch noch machen, wa? Ja, aber das ist eine ganz gute Smash-Tour. Smash-Tour. Machen wir mal die große, war ein bisschen Zeit, kein Problem. Aber trotzdem nur 10 Runden, gut 15, das Minimum halt. Wähle einen Mii-Charakter. Ja, dort ein Michael. Der ist schon ganz cooler. Du. Yeah, yeah. So, klappt das Ganze jetzt? Keine Verteilung? Jo, okay, krieg Zelda und was? Mega Man noch? Nein. Na, Zelda geht, am Mega Man. Das ist ein cooler Charakter, ich kann mit dem gar nicht umgehen. Ja, eine 1. Ja, aber dringend mehr Defense. Verbleibende Runden 14. Trophäenverteilung, dankeschön. Da steht da, Trophäen in Runden, Item-Trophäen profitieren und nützen Effekte, indem du sie auf dem Spiel von dem Kampf einsetzt.
In der Nähe. Okay, okay. Man merkt, ich steigere mich. Melinda aktiviert. Von Verstärken in der Nähe. Okay. Röhrenpower. Boah, hier oben geil. Ein Katapult-Smash. Okay, interessant. Also im Rattenzug oder wie? Kann man jetzt oder selber zocken? Ne, sagen wir selber. Nichts verwenden. Er kann nichts verwenden. Mensch. Okay, Kampf gewinnen, da bin ich mal gespannt. Bereit? Los! Verdammt! Oh, die Reichweite ist nicht so gut! So! Was sind die ganzen Hammer hier? Flinthammer, der war gestern verdammt! Oh, das war gemein! Mir wird der Hammer abgefallen. Woher soll ich das denn wissen? Oder sehen? Kommt jetzt nur um Lucario? Verloren, neu. Nein, ich habe an die Kämpfe verloren. Oh, ist das scheiße. Aber macht echt Fun. Wir haben eine Runde 13. Ich sehe es gerade, weil das Spiel von nur ganz oft auf dem Gamepad zocken. Das kann lustig werden, ey. Ja, ich will da oben die Darkrai-Trophäe verwenden. Hä? Okay, geht irgendwie nicht. Sie war auch irgendwie ausgegraut. So, jetzt kommt mal eine gute Zahl. Ich sag eine gute. Mann. So. Für uns Smash, ey. Wettkampf. Oh nein. Alter, dann noch Näs. Hey, was sucht denn oben? Okay, Darkrai, wie gesagt, man sieht ja irgendwie, ist es ausgegraut und so. Geht gar nicht interessant. Oh nee, die Art von Eckhammer wird sowieso übelst peinlich werden. Also wie immer natürlich. Okay, gut, ich bin erst Dritter, von dem her kann... Aha. Bereit? Los! Dann sollte er die richtigen Attacken haben, damit Smash gut auskommen. 2, 1. Sprich mit Näs gut fighten können und das war natürlich, also hoffentlich gleich klappt's, aber generell gesehen sehr schwach. Also da wäre viel mehr drin gewesen, okay, natürlich hier bei den Charakteren trotzdem kein Problem. 2 Trophäen, boom. 12 Runden noch, na komm schon. Ein Flying Man ist erschienen, was? Rennt mit an, damit er für dich kämpft. Okay, cool. Langsame den Würfelradius. Okay, die anderen kann ich gar nicht, aber den kann ich einsetzen. Cool. Also das ist fies. Nein! Oh, wir haben sie jetzt abgezählt. Verdammt. Smash. Ich dachte gerade, wird noch rechtzeitig hinkommen. Explosiv Smash. Okay, ja, nimm mal schick, wieso nicht? Aber hoher Schadenswert. Lass den Gegner einschlafen. Na, hoher Schadenswert ist cool. Muss zugeben, das macht echt Fun. Los! Da unten überhaupt? Ah, da unten. Oh, der muss ausgerechnet auf der Stage sein. Ich will was da Items für mich kämpfen. Niemand sieht erfolgreich. Ah, na schon mal raus! Alt! Ey! Was soll das denn wissen? Kommt einfach Donkey Kong raus! Ja, mein klar, was im Original so. Ich habe das Original ja auch damals gespielt, aber rennt doch niemand damit jetzt. Dann habt ihr gar nicht die Hintergrundkulisse. Gut, ihr müsst mittlerweile anders wissen, ne? Mittlerweile müsst ihr wissen, dass die Hintergrundkulisse natürlich mitmischt. Alter, da hat er so, bin voll cool dabei und setzt die Items ein. Plötzlich kommt da ein Donkey, boom, haut mich raus. Oder beziehungsweise hat die Bombe aktiviert und ich, bam, weg. Okay, das heißt noch am Fighten. Leute, ganz kurz mein 3DS noch. Moment, ganz kurz. 5, 4, 3,
So, Entschuldigung, die ganz kurze Unterbrechung. Bezüglich Kommentieren. Aktiviere hier mal den 3DS und gucken, ob das Ganze eigentlich funktioniert. So, Spiel habe ich drin. Ja, da ist alles cool. Alles klar. Ganz kurz hier die Online-Funktion aktivieren für nachher dann. Oh ja, klappt schon. Schon den Kampf verloren. Ey, scheiße. Oh, ich werde aber besser. Ich werde aber besser. Spitzangriff geht hoch. Cool. Aber keine Kämpfe. Interessant. Oder du bist, wenn du katapultiert wirst. Ja, wieso nicht? Ich habe das Gefühl, dass wir gleich fighten müssen. Ja, war klar. Yeah, und die haben noch hoch. Und trotzdem von den Boostwerten her sind wir ziemlich schwach, Leute. Ein Effekt der Verstärker? Ja, wieso eigentlich nicht? Ein bisschen Mario Party-Style. Ne, ist natürlich viel cooler. Das hat es doch jetzt richtig gelobt, vor allem die Defense sind wir momentan echt krass drauf. Die höchste von... Oh ne, nicht ganz. Komm 1 ist eine höhere. Das ist so krass, der Komm 1. Verlangsamt! Okay, das war geil. Denn ich will eine 6 haben. Man merkt es ein bisschen, weil ich gehe alle ein bisschen aus dem Weg, aber es muss natürlich auch so sein, weil ich will halt die Power haben. Mega Smash, das Team. Ich finde eine Ricky-Statue, cool. Langen Rückenschild, dann Kampf lang das linke das Schild zu zerstören, beginnen Kampf unsichtbar. Das ist keine gute Idee. Die kennen mich, das geht nach hinten los. Was, ich hab kündigt? Nein, wieso kündigt die Idee? Alter. Da klar der Power. Was bringt mir die Power, wenn ich nicht mit dem fighten kann? Ich habe echt noch nie mit König der DD gefightet. Wenn jetzt gewonnen? Weil, Ding war noch auf dem Feld, Ness. Hä? Wieso haben wir jetzt gewonnen? Weil Ness... Ah, wir haben ein Team, haben wir gar nicht gemerkt. Ja, ich weiß, es hieß vorhin von wegen Team-Smash, aber ich hab's gar nicht geschnallt, weil jetzt wirklich die zwei im Team waren. Ach, deswegen ging es so schnell gerade, Wenn nicht angerempelt, sie sind in der Nähe, du kommst. Oh, das war cool. Gar nicht mal so schlecht. Und wir wollen fighten, wir haben gerade so schön Items angezogen. Und jetzt kommt natürlich die Tusse. Mr. Saturn Smash. Was soll das sein? Eine K.O. geschlagenen Spieler. Beginnen den Kampf unsichtbar. Und dann das Franklin Badge. Nehmen wir es mal so. Aber Alter, das macht so Fun. Oh Gott, die ganze Steuerung auf dem Gamepad wäre echt noch mühsam. Wir müssen reinkommen. Wie ging die Steuerung schon wieder von Zelda? Ah, okay, war Teleport schon wieder. Okay, wie lange sind wir da drin? Mann, verschwindet einfach alle! Ich hab keinen Bock auf euch! Ja, hätte was werden können. Was haben die alle? So, feig nur wir zwei, wa? Nee. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei! Also hier lernt sie echt noch mit allen Charakteren umzugehen.
So was von krass. Also eigentlich habe ich ja gewonnen, weil ich halt, ja, weniger KP hatte als Schaden, aber gut. 6 Runden noch. Trophäenverteilung, yeah. Ein Verstärker, ja, wieso nicht? Auch vor allem mal viel mehr auf Power, ey. Oh, da kommt David langsam sehr, sehr stark. Boss Galaga Smash, Alter. Mit einem anderen Charakter einsetzen. Ja, oder einen anderen Charakter als Peach einsetzen. Was soll's? Also wir werden ja echt der Schlechteste. Also wundert Leute, wie gesagt, ich habe gerade Komma ausgewählt, deswegen zock ich gar nicht. Nein, der Computer macht zu mir. Ja, nicht schlecht. Also mal ein bisschen zugucken, was der denn so... Was macht der? Ein bisschen Items für sich einsetzen, wa? Er macht's eigentlich noch klug. Im Gegensatz zu Ganondorf natürlich. So, Kajutsu noch drin. Was macht der noch Schönes? Anziehen, 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 anziehen lassen. Hä? Also, meiner kann es, die anderen... Ich verstehe es gar nicht, noch nicht so ganz. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Und ich habe Kajutsu bekommen. Yeah, man, kann jetzt mit meinem Charakter wechseln? Explodiert, renn weg! Du sagst es, Du sagst es, Mann. Klingt einfach als ist. Magst du mir Wirkung von Stärke in der Nähe? Ja, wieso nicht? 5, cool! Wieso wird sie getauscht? Okay, mein Effekt war das jetzt nicht. Oh, Moment, da oben einen ganz geilen. Immerhin ein bisschen mehr Power. 200 sogar. Boom, Kugelwilli. Haha. Den hat verloren, ey. Aber in der Runde noch 4 Stück. Geil, Trophäen. Yeah, man. Das ist aber bitte ein anderer Charakter. Dann gehen wir mit König Dedede zu fighten. Angerempeln, andere Items um. Und eine 6. Geil. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wo gehe ich jetzt? Oh. Ja, 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 ja. Und wir sehen Feuer und Flamme. Explosiv. Smashmans. Wie kann ich jetzt hier einen Charakter wechseln? Die anderen können es doch auch. Da geht das jetzt echt nicht. Nö. Dann echt nur den Computer für mich kämpfen lassen. Ja, das ist natürlich mal interessant zum Sehen, aber ansonsten. Aber mit dem Hammer anfangen. Alter, länger so ein Smash dauert, desto unfairer wird das ja. Und ja, natürlich andererseits auch cool ist alles. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Was machst du dort? So geht's natürlich auch. Einfach die ein bisschen rauswerfen. Der könnte gefährlich werden. Hallo. Zieht's gar nicht mehr. Ja, das ist eigentlich echt mal ein explosives Match. Na komm schon, die flieg raus! Das war aber fies. Das kleine Erdnuss ist stärker als so ein Stachel. Glaub's auch. Schmeiß ihn raus, komm schon! Du bist ein Schwächling! Genau in dem Moment, wo wir da voll raufziehen. Klappt aber trotzdem nicht. Verloren. Zweiter, neu. Ich habe nichts gewonnen, toll.
Verbleibende Runden, 3 Stück noch. So. Andere Itemsumme, wieso nicht? Kann man durchaus noch einen Bonus geben. Oh oh. Yeah, man, Checkpoint-Bonus. Verbleibende Runden. Oh, Pummeluff. Lass den Fall die Gegner katapultieren, nicht angerempelt. Eine Falle hinterlassen und... Oh nein, Wiki. Das ist eigentlich... alle auf einem Haufen, dann schlecht. Und tu doch erstmal auf, was die anderen eigentlich machen. Smash. Boss Galaga als Belohnung, okay, sehr schön. Ja, muss schauen, wirklich da irgendwie mit Zelda catchen, anders geht's. Also sehe ich nicht, wie ich das irgendwie wechseln kann. Drücke alle dürfte ich bereits kann, okay. Catchen wir halt mit Zelda, beginnen kann ich mit einem Baseballschläger, mit einem Steel Diver. Oh, Baseball. Machen wir einfach Näs, wa? Bereit? Los! Mach immer den gleichen Move. Spamming, 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 mir egal, mir egal, mir egal. Alter, reicht langsam hier. Ich will ja rausweiten, aber geht gar nicht. Ah, die scheiß Sonne. Was war denn das für Mist, hey? Die verdammte ich kam gar nicht mehr raus. Ja, deswegen er ist natürlich echt vom Vorteil, natürlich mit allen Charakteren gut kämpfen können, nicht nur mit seinen eigenen Mains, weil ja, dass man halt die eigenen Mains hier einsetzen kann, ihr seht's ja. Ist eher ein bisschen unwahrscheinlich. Verloren, verloren, gewonnen, cool. Ja. Immer in die Boostwerte, die bleiben. Die Kämpfe sind entschieden. Okay, um den Schatz zu bekommen. Alles klar, Leute, aber auch eine ganz hohe Zahl. Komm schon, eine 5, eine 5. Yeah! Ja, einfach ab. Und wir haben die boxende Daisy bekommen. Okay. Schaust du, wer ist mit der 7? Du bekommst einen Kämpfer! Trostpreis, Bonus. Fliegers bekommst einen Kämpfer. Im Finale kannst du halt den gesammelten Kämpfer einsetzen. Selbst ist schön, wenn du einen Chaos bezogen, dann ein Ergebnis zu berechnen. Okay. Alter, der hat 6 Kämpfer dort oben. Bereit? Los! Gib mir gerade Schutz, hat schon mal etwas. Ja, komm nur, warte auf euch, warte auf euch, warte auf euch! Mann, Didi! Nein, ich geh mal hin, ich geh mal hin! Ey, ich sage schon, geh mal hin, Entschuldigung! Das war knapp. Aber eigentlich noch ein bisschen wenig Schaden dafür, wa? Kommt runter! Boom! Tschüss, Peachylein! Und ich kann einfach so cool switchen. Au, 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 ganz kurz weg. Und... ich merke schon, ich bin sehr viel vorsichtiger als sonst. Was ist los? Wow! Es wird dunkel, ich sehe nichts mehr. Von irgendeinem SP1 dort, ich glaub's auch.
Oh, der hat eben noch so viele, ey. Das war jetzt kein Miss Sensudo. Wow, das war knapp. Wow, 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 wow. Kommt doch mit so Fason. Fason, Samus. Deswegen hasse ich Kämpfe mit Items. Und deswegen finde ich, ja, Fatschutz ein bisschen doof, weil er halt so schnell ist. Ich klar gesehen, ja, ist okay. So, Mega Man erstmal Geschichte. Jetzt kommt Pac-Man zum Zuge. Nein, nein, Fatschutz, nein, oh, verdammt, die falsche Kombi. Nein, nein! Das war knapp. War nicht ein Hammer? Die Zeitverzögerung, die hasse ich. Peach, geht raus! Wuff! Verdammter Gas B, hey! Ab! Tschüss! So und... Was will denn der Typi? Oh, ein Hammer. Deine Items können mich mal, du bist es nämlich down, denn ich hab den Hammer und ich liebe deinen Hammer, denn ich liebe meinen Hammer. 5, 4, 3, 2, Ah. Puh. Also natürlich nur mit 2 Gegnern auf dem Feld ist viel übersichtlicher und angenehmer. Ist die Siegerin. Alter Schwede, hey. Was für ein Auftakt. Was für ein Auftakt, Leute. Man kann es eigentlich nur so sagen, das Spiel ist der Oberhammer. Ich kann es jedem nur empfehlen, egal ob er jetzt Anfänger, Amateur, Profi, however ist für jeden was dabei. Du hast Smash, du hast ihn zum ersten Mal gespielt und kommt gerade ein neuer Gegner? Nö, da werden so viele Matches. Also wie gesagt, es ist für jeden, echt für jeden was dabei ist. Ist so geil und für weiter Mode noch sehr viel mehr. Wir haben bereits irgendwie mal auf dem 3DS angeschaut und deswegen eigentlich das meiste von nichts Besonderes mehr. Puh, da bin ich ein bisschen außer Atem. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, ja, wie gesagt, ich noch zu sagen. Ja, natürlich so, ja, das erste Mal hier mit dem Gamecube-Controller wieder. Man sieht, ich muss noch sehr viel trainieren, aber natürlich auch noch sehr viele Charaktere freischalten. Es ist eine gewisse Ungewöhnung vom 3DS her nach, muss im Charakter ein bisschen anders kämpfen, aber was ich vor allem machen muss, ist wirklich mit jedem Charakter mal das Ganze ein bisschen durchzocken und so natürlich auch ein bisschen trainieren, weil wie gesagt, klar, online kannst du mit dem eigenen Main zocken, so, kein Problem, aber vor allem Smash-Tour sollst du schon in der Lage sein, mit jedem Charakter zumindest mal die Moves zu kennen und so natürlich auch seine Vorteile und Nachteile zu kennen. Jetzt am Schluss hin noch mal ganz kurz mit dem 3DS. Ich hoffe, es klappt soweit. Also schauen, wie es so aussieht. Und ein 3DS mit einer Wii U mit einem zusätzlichen Controller zu nutzen. Und personale Charaktere zu kopieren. Das wäre eigentlich noch was. Okay. Wie verbinde ich den? Auf diesem Bildschirm kann es eine Verbindung zwischen herstellen. Okay, sag mal los, wa? Ja, hier ist er. Die Version wie... Wollen wir ganz kurz mal erstmal nach das Spiel starten. Wie über eine Online-Verbindung, vermutlich schon, wa? Also online natürlich nicht, aber ich denke mal, dass da die Funktion mittlerweile verknüpft ist und deswegen lasse ich das mal lieber an.
So, einmal ganz kurz, Leute, ich weiß, Super Smash Bros. Startet Ewigkeit auf dem 3DS. Das erfordert ja scheinbar die ganzen Ressourcen des 3DS an. Dieses einzelne Spiel, schon krass, wa? Aber es läuft eigentlich noch so weiter flüssig. Also dann, Wii U sag ich jetzt mal, wa? Gut, hier haben wir's und los geht's. Nach Wii U suchen, nach Wii U suchen. Wii U, wo bist du? Wii U, melde dich. Na komm mal. Gefundene Wii U-Konsole, eine. Michael-Verbindung verfügbar. Jo. Zack. Verbindungsaufbau. Welches Smash auf der Wii U-Konsole steht jetzt hier auf meinem 3DS? Und was steht hier? Genau, es steht Smash. Moment, bin ich jetzt im Falschen? Irgendwie schon, wa? Kopieren. Kopieren 3DS auf die Wii U, gerne. Wähle deinen Kämpfer. Okay, dann kämpft zum Kopieren aus. Ja, die kopieren natürlich ein bisschen hirnrissig, wa? Der Mii-Charakter kann ihn genau wählen. Nehmen wir Michael, wa? Das sieht so ein bisschen anders aus mehr auf dem 3DS, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, und jetzt? Okay. Ist ein Kopiervorgang, wohlgemerkt, war. Also kann irgendwie Transfer von wegen auf dem 3DS gibt's nicht mehr und tschüss. Kopiert werden? Interessant. Wurde abgeschlossen, steht hier. Sehr schön, Verbindung trennen. Jo. Die Verbindung, die wurde getrennt. Die Verbindung mit Michael wurde getrennt. Nein, Michael ist von ihm weg. Nee. So, zum Abschluss noch einmal ein Smash und zwar natürlich mit unserem Mii auf der Wii U. Michael! Ich würde mal sagen, gegen meinen Erzfeind war. Mario! Wieso? Keine Ahnung, ist einfach so. Also natürlich Tario, weiß nicht Mario, sondern Tario. Was haben wir sonst? Jo, der Rest passt soweit. Kann ich hier eigentlich wieder deaktivieren, beziehungsweise einfach mal zuklappen im 3DS. Und das nehmen wir hier für eine Stage zum Schluss. Die hatten wir schon mal, war eine letzte Stage und eigentlich perfekt klappen. Na, Schlachtfeld noch cool. Coole Musik, die wir irgendwie... Mini-Midi, wa? Eigentlich ist ja alle Mucke cool, kannst du sagen, was du willst, aber was Sachen Musik betrifft, dann ist ja einfach den Bogen raus. Nun denn Leute, seid ihr bereit für den letzten Fight hier beim Let's Test von Super Smash Bros. U? 3, 2, 1, los! Mal gucken, kann es überhaupt noch? Jo, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nein, verdammt. Hier kann er ihn warten und das kann der Mario nicht. Nein, der Mario ist ein Wicht. Aber er lernt schnell, das ist klar. Wow. Und jetzt haust du ab. Du haust es ab. Nein, wow. Komm her, komm nur her. Ja, bei mir hat ein bisschen was drauf, wa? Du bist zu weit weg, du bist ein Schwächling. Ihr merkt schon, Leute, ich kämpfe jetzt wesentlich strategischer als am Anfang des Let's Tests. Zum einen mal weiß ich natürlich jetzt auch ein bisschen, was Mario wieder so macht und zum anderen warte ich jetzt vor allem darauf ab, was er macht und kontert dementsprechend.
Ich will werfen! Er will aber nicht! Du bist doof! Wow. Das war knapp. Mario, was machst du da? So, und Jesse, Kowski und... Nein, verdammt! Wow! Mario, ich hasse dich! Und deine Ausgeburt. Nee, ich hasse natürlich nicht, aber meistens hier am Kämpfen. Ja, Mario ist halt so ein Allrounder und der haut trotzdem noch so rein, also sprich, er hat Power, ist flink. Wow, ist er knapp. Da den wollen wir noch treffen. Das war ein Fehler. Mario! Ich wollte gerade ausweichen, hallo? Hey! Ey, ist klar! So. Macht der Michael das. Oh jo, mit dem Neo-Anzug, wa? Hat noch ein höheres Level, okay, war jetzt Level 10. Vor allem, ob hier Level 9 das Äquivalent natürlich zum Gegner Level 9 ist, weil wenn ja, dann hast du natürlich hier auf Level 90 mit dem Gegner. Da sind echt krassen Gegner drauf, also weiß gar nicht mehr, ob du sie überhaupt noch schlagen kannst. Der wusste, was ich mache. Bums! 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin noch nicht draußen. Egal, war wieder mal ein gelungener Abschluss hier für das Let's Test zu Super Smash Bros. Human, das war geil. Kein einziges Mal rausgeflogen, neuer Level 11, okay. Und Mario oder Tario zweimal rausgeschmissen, also das Spiel ist echt der Hammer. Ich kann gar nicht oft genug schwärmen, ich kann es gar nicht oft genug betonen. Natürlich, man natürlich im Vergleich dazu noch das Spiel von der Wii, sprich Super Smash Bros. Brawl. Was natürlich dort vor allem auffällt ist... Ja, gerne. Ist natürlich, dass hier halt... nö. Was? Ja, gerne. Ist natürlich vor allem, dass... der Story-Modus fehlt. Den es halt bei Brawl noch gar hier nicht gab. Viele waren natürlich vorneweg enttäuscht und dachten sich, wieso nicht, wäre so geil gewesen. Andererseits, das Spiel bietet jetzt so viel mit dem Smash-Tour und so. Klar ist es trotz allem schade. Und trotzdem muss man einfach sagen, das Spiel ist auch ohne eigenen Story-Modus, ohne... Ja, ich überlege gerade, wie hieß damals noch? Irgendwas mit Sub. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, toll. Dankeschön, liebes Gedächtnis. Egal, wie gesagt, auch ohne diesen Story-Modus in Wiener von Brawl, das Spiel ist einfach der Hammer. Kann es, wie gesagt, Ihnen nur empfehlen und würde sogar sagen, es ist dann ein Stückchen besser als im 3DS. Im 3DS, klar, da bist du mit dem Handheld, bist unterwegs. Ist alles so eine Clowns, aber hier natürlich noch ein bisschen detailliertere Grafik, was natürlich bei kleinen Gegnern und gewissen Items noch sehr von Vorteil ist. Und da natürlich noch ein paar Modi mehr drauf als auf dem 3DS. Trotz allem sind natürlich beide Konsolen cool und von dem her auch beide Konsolen weiterhin noch bedienen. Sprich natürlich im Online-Modus und dementsprechend natürlich auch noch bei gewissen Kämpfen gegen einen Kumpel, sprich Livestream und so. Mal schauen, was daraus noch alles entwickeln wir. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Super Smash Bros. 4. Also von dem her egal, ob 3DS oder Wii U. Es ist alles möglich. Bis dahin, ciao zusammen.